Marius. Hey, we hadden nog helemaal proeven. Marius. There we go. Wat is het? Mooi bien. Mijn vrede dat we kunnen waar het hoop komen en God aanbeden hier al het hoop als zijn familie. Amen. Get goed. En wanneer we schleider gezongen hebben van wo groot ons God is en wo goed hij is, dan krijgen we de gelegenheid in zijn woorden aan te checken en dat wordt fresh te bestemmen wo groot en goed hij is voor ons. En zo, wanneer je in de Bibel met gaan, dan werden we die opdraaien. Naar Lucas 17. Draait je in de Bibel op naar Lucas 17. En ik word een klein stukje later zijn. Zo Cindy al zei, van de tweede zondag van deze series wat we nu doorgaan, van Gott Leewen en Menschen Deenen. Zo laatste zondag, wanneer je niet hier weer, ik wil schwinden bij zijn wat we laatste zondag zeiden, dan gaan we van deze boodschap nemen en van deze boodschap nemen. Zo laatste zondag reden we van Gott Leewen. We kijken naar Jezus, hoe hij het grootste gebouwd gegeven heeft. En hij zei, het grootste gebouwd is dat hij zoals God leeven, met alles wat hij is. Met alles wat hij haast, zoals hij God leeven. Du zoals hem leeven met die ganze hart en ziel. Du zoals hem leeven met al die kracht. En du zoals hem leeven met die gedanken. En zo we kijken naar wat die verschillende weer mind doen. Hart en ziel en kracht en gedanken. En we zagen dat schließlich te laat, we moeten God leven met alles wat we hebben. En dat is een ding wat ons ganze leven, jeder dag voor dag is. Niet bloos zondag, wanneer we het ook komen, zo staat, te mij leren. En we reden ook van een van de valores, values, wat de kerk heeft, wat Lebenswasser heeft. En dat is een klare, praktische boodschap. En zo, dat is een van de valores wat we hebben, en dat is een van de zielen wat we hebben hier in de kerk, is dat jeder zondag, waar we wat leren. Jeder zondag, wanneer we het hoop komen, waar we in Gott zijn woord aanchecken, en zijn wat hij voor ons heeft, en hopelijk wat leren, wat we kunnen metnemen, dat er een onderscheid merkt in ons leven, en waar we Gott leven doen, en dat er een onderscheid merkt in ons leven, en waar we Menschen Deenen doen. En zo, dat is een van de valores, wat we laatste zondag doorgingen. We lezen Johannes kapitel 14, dat zegt, wanneer je mij goed bent, dan houdt mij je bouten. En zo we zeggen, we moeten God zijn woord kennen, zodat we dat doen kunnen. Know God's word to do God's word. En zo van die boodschap neemt dat een klein beetje wieder van God Leewen. En we worden een part van het woord Leew, een bediening van dat woord Leew, waar we uitnemen en van die besonders betekenen. En zo laatste zondag zeiden we dat het woord Leew, die zoals God Leewen, dat woord Leew, dat heeft soms verschillende meningen. En een mening is Leew, zoals het even gezegd is. Een andere mening wat het woord met zich draagt is Leew bewiesen. En de derde mening wat het woord aan zich heeft is dat we schaftig en tevreden zijn met God. We leven God. We zijn schaftig en tevreden met hem. En zo van daar waar we besonders naar dat poort kijken, waar het zegt Leew bewiesen. En dit gaat hand in hand met een van de andere valores wat we hier in de kerk hebben. En dat is levend aanbidding. Levend aanbidding. En zo, we hebben het weer gaan. Deze boodschap, wanneer je hier al zijn voor alle jaren geweest, ik had zeer zo'n boodschap als dit eier gepredigt, maar dat post hier krijgt in deze series, wens dit poort van waar we zijn als Lebenswasser en als Christen, geloof ik. En zo dat loont zich fresh te betonen. En zo we zijn wat we kunnen fresh leren aan dit. We worden schwin de versen fresh even lezen van het grootste gebouwd. Ik word het hier doen en dan gaan we naar Lucas. Zo Matthäus 22, zegt ze steeds, om Jezus te verzekeren, stelt einer van de schriftgeleerden om een vrouw aan. En hij zei, meester, wat is het grootste gebouwd in Jezaat? Wat is het wichtigste ding in de Bijbel? Jezus zei te hem, du sollst den Herrn, den Gott, met dein ganzes Hart gut sein. Und mit deiner ganzen Seele. Und mit all deinen Gedanken. Dit is het grootste en eerste gebouw. Dit is het wichtigste ding. En over dat tweede gebouw, dat is maar het geluk. Dat is krijg zo wichtig.
Die sollst die nur bei gut so gut sein, als du die selbst bist. Auf diese Bett geboten hängt das ganze Gesetz und all die Propheten, sagt Jesus. So auf diese Bett geboten hängt die Bibel. Gott Leewen, Menschen Deenen. Lukas Kapitel 10 sagt es dit. Op eine Gelegenheit stunden Schriftgelehrten waren ab und haben Jesus op een proef te stellen. Zei dat, Meester, wat moet ik doen om dat eeuwig leven oven? En hij zei te hem, wat staat in Jesaja geschreven? Wat staat geschreven, vraagt Jesus. Wat leest u door? Wat leest u door? En hij zei, diesen Schriftgelehrter sagte Jesus, du sollst Gott, den Herrn, von ganzer Hort, von ganzer Seele, mit all deine Kraft und mit all deine Gedanken Gott sein. Und die Nächsten sollst du Gott sein aus die selbst. Dann sagt Jesus, du hast reich gesagt, du dort, und dann wirst du leben. Gott Leewen. Gott Leewen. Von der besonders live bewiesen. In der Worship-Team haben wir von dit geredet über die letzten Jahren. Und wir sagen, was ist Anbetung? Wo ist Anbetung beschrieben? Zum Anbetung beschrieben, brauchst du bloß zwei Wörter. Und dort sind live bewiesen. Live bewiesen. Und so, das ist ein bad part von diesem Paket. Du musst live sein und du musst bewiesen werden. Das ist Anbetung. Und so, das meint dann, dass Anbetung ist mehr als bloß die Leute, die wir hier singen. Aber das ist ein Part von Anbetung. Anbetung ist alles, was wir tun in uns Leben, um uns live für Gott bewiesen. Jeder Area in deinem Leben, wo deine Leute für Gott in Unterschied merken, dass und so die Dinge das, ist eine Area, wo die Gott anbeten das. Und so wird jetzt dann in jeder Area von Leben dann. Und von der werden wir besonders in Lukas Kapitel 17 checken, so wenn ihr dort durchhaben. Lukas Kapitel 17, Vers 11, durch 19. Lukas 17, Vers 11, durch 19. Wir werden alle taub lesen. Als Jesus naar Jerusalem ging, nahm sich dort so rum, dort hij verlängert den Scheidungsgrenz zwischen Samaria und Galiläa ging. Und so das wären vielleicht so zwei Estados, Chihuahua und Durango, und hij ging de lang de Grenz. En als hij in een gewisse dorp ging, bejeend 10 leprakranke mannen, bejeend hij die. Die blijven wieder aufstehen und schreien luid, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns, help uns. Als hij aan sagt, sagt hij, gut stellt je den Priester vor, und während sie gingen, waren sie rein, waren sie geheiligt. Geheilt. Einer von denen, als der dort sagt, dass er geheilt wird, zum Trägen lobt Gott mit lauter Stimme. Er schmeißt sich vor Jesus durch und dankt ihm. Und auch wie ein Samariter, wie nicht ein Jude. Dann sagt Jesus zu ihm, wir nicht 10 von uns? Wir nicht 10, die durch rein geworden wären? Wo sind die anderen 9? Wir sind China aus des Fremden zu finden, die trägt kaum kein Gott zu danken. Und er sagt zu ihm, steh auf und geh den Weg. Du bist durch den Glauben geheilt. Und so, das ist eine Geschichte, wo wir von der Anbetung checken. Was können wir von dem lernen von Anbetung? Dort wird, wo er sagt, steh auf, geh den Weg, du bist geheilt. Dort wird geheilt, dort meint gerat. Du bist durch den Glauben gerat. Jesus hat ihm gerat von dieser Krankheit, die er hat. Durch sein Glauben. Römer 10, Vers 9 sagt es dort, wenn du mit den Mühe Jesus als Herrn bekennst und glaubst, dass Gott ihn von Tod abgeweicht hat, wirst du selig. Und so diesen leprakranke Mann, er kam träg und er kam zu Jesus und er sagt, Dankeschön, Jesus, dass du mich geheilt hast. Mit lauter Stimme sagt es hier. Und er schmeißt sich an für Jesus. Er kniet sich an für Jesus. Und er bet ihm an. Und der Leib, was er hat und sein Hort für Jesus, das hat er bewiesen. Mit was er tut mit seinem Körper. Der Leib, was er hat und sein Hort für Jesus, das hat er bewiesen mit was er tut mit seinem Körper. Da wird taub gehört. Da wird taub gehört. Welches heißt ein Beispiel für uns? Und wir wollen sagen, wo wir können von ihm lernen, und wo wir dort ausleben können. So, wir wollen 3 Staupen bechecken,
voor levende aanbidding. Wat meint dat? Dat we Gott Leewen durch onze aanbidding. En de eerste, als es steht, aanbidding komt van een dankbaar hart. Aanbidding komt van een dankbaar hart. Gratitude produces worship. Vers 15 en 16 zegt es steht, wo wir durch Gruß lesen deuten, einer von euch, der dort sagt, dass er geheilt wird, zum Trägen lobt Gott mit lüder Stimme, er schmeint sich für Jesus Doel und dankt ihm. Er hat seinen Leib für Jesus bewiesen. Er kam für Jesus mit einer lüder Stimme, schmeint sich an für Jesus. Ist das biblisch? Ist das biblisch, Gott zu loben und danken mit einer lüder Stimme? En ons hand knijden voor God. En zeggen, ik zie die Gott, Jesus. Is dat biblisch? Wat wil wel zijn? Laatste week dan reden we van, waar het Oude Testament wird in Hebräisch geschreven en het Nieuwe Testament wird meestens in Griechisch geschreven. En zo, we willen nu naar het Oude Testament kijken, naar de Hebräische Wera, wat ze doorbrücken deuten, zum zijn, die deuten Gott loven en prijzen. En wat meint die Hebräische Wera? En ik geloof, we worden wat leren. En zo, er zijn 11 Hebräische Wera. We worden bloos naar 7 van die checken. Wens de meeste tijd, als het bloos 7 verschillende Wera. En zo, we willen deze Wera checken en zijn, wat dat meint dat. Wat die te bedienen hebben. De eerste is, ik weet niet, zeg die wil rijk zijn, zo ik wil bloos zijn, zo zeg ik dat geloof. En dan gaan we weer. De eerste is Toda. En dat meint een Danksagungskur. Ein Danksagungskur. Ein Chor, die Leute singen dat, wo sie Gott danken doen. Dit is een van de Wera en dit is wat het meint dat. So, die deuten danken. Het tweede woord, Barak. En dit bedient, handknijden, wenn du dankbaar bist. Handknijden, wenn du dankbaar bist. Dit is een woord wat zij zelf met bekend werden. Dit passiert verten. Ze deuten handknijden. Den derde woord is Tehila. Ein Danklied sing. Haf waarom het dankbaar zijn. Ein Danklied sing. Het vierde woord. Halal. Dit woord heeft een bediening en dat meint dat we worden ons niet terughouden. We worden ons niet schämen. We worden ons niet blij zijn met onze dank voor Jezus uitspreken. Dat is wat dit woord. Dit is van waar we een woord Halleluja krijgen. Halleluja. Wenn wir sagen, dort verken Lüd, und wir schämen uns nicht mehr dort. Das wird das Wort bedienen. Halleluja. Ja, da ist das fünfte Wort. Und das bedient Gott danken mit uitgestrekte Hand. Gott danken mit uitgestrekte Hand. Das sechste Wort ist Zamar. Gott danken mit ein Instrument. Das wird dort bedient. Das ist, wenn wir Instrument brauchen. De Bibel leert dat. Dat we dat zullen doen. God dankt met een instrument. En dat zevende is Shabbat. En dat meint God danken met luide stem. Dit is van waar we dat woord even zaten, juchen. God dankt met luide stem. En zo, waar we deze weer taub nemen, en waar we nu een vers checken in Psalm kapitel 100. Psalm kapitel 100, vers 4. En du zijn 4 van deze 7 Wera zijn in deze een vers. En zo waar we zijn, wo dit alle toepassen dat, en wat we kunnen leren van dit. Psalm 100, vers 4. Hij zegt, goed durch zijn poorten met danken. Dat woord danken is toda. En dan zijn verheven en arm te loven. Loven meint tehila. Dankt am, dat is het woord yada, en looft zinum. Dat meint barak. En zo, wenn wir diese 4 verschiedene Wera taub nehmen, dann sagen wir diesen Vers so steht. Gut durch seine Porten mit ein Danksagungskur, en en seine verheven mit ein Danklied. Dankt am met uitgestrekte hand en looft am met handbeen voor zijn noem.
Aber noch einmal lesen, da wir alle kriegen. Gut durch seine Puten mit ein Danksagungskur, mit vielen Menschen, die leider singen, die schaftig sind. Und an seine Verheben an mit ein Dankleid. Das ist ein Leid, was wir singen, das sagt, wo dankbar wir sind. Dankt an mit uitgestreckte Hängen. Und luft an mit Handknien, Handbeen, für sie nun. Leew bewiesen. Leew bewiesen. Love expressed. Die Leew, wat wir haben für Jesus, dort muss rauskommen. Dort muss bewiesen worden. Und ein von den Wegen, was wir hier tun, wie Lebenswasser, ist, wir kommen taupen, wir singen leider, wir singen schaft ihr leider, und wir heben unsere Hänge, und wir danken Gott für wer er ist. Und wir kommen verarmt mit vielen Menschen taub. Ein Danksagungskur, wo wir können sein. Und wir heben einen Arm ab und sagen, du bist Gott, Jesus. Du bist Gott, Jesus. Das ist ein von unseren Valores. Das ist uns wichtig. Weil ich weiß, dort viele von uns sind vielleicht abgewaschen in so einem Haus, wo wir nicht live bewiesen deuten sein. Some von uns sind gesehen, genügt, und dort ist dort wird. Wenn ich krank war, in diesem Haus wirst du abwaschen deut, aber viele von uns sind so abgewaschen dort. Live wird nicht bewiesen. Wird nicht angefühlt. Wird nicht gesagt, ich sehe die Gott, ich liebe die. Viele Eltern deuten das nicht so viel mit ihren Kindern. Und so wir haben dort an uns nach Hause, dort wir dort nicht weiten, wo wir unseren Life bewiesen können. Aber weißt ihr was, wenn wir nicht gerat sind, wenn wir Christen sind, dann sind wir nur eine neue Familie. Wir sind nur ein Gott seine Familie. Wir sind ein Jesus seine Familie. Und er hat uns bewiesen, wo er macht. Er hat uns bewiesen, wo er macht, unser Life zu bewiesen. Und wir sollen dort Krieg hier in sein Wort. Und so wir glauben, wenn wir taub kommen dann aus seiner Familie, aus seinen Kindern, wir kommen taub mit dieser Life, was an uns hart ist. Und wir bewiesen dort, dass wir am Anbeten tun. Wir bewiesen dort, dass wir leben tun, verarmt. Wenn wir nicht hier sind. Wir bewiesen dort an uns Familie leben, wo wir schaffen tun. Vielleicht, wenn ihr eine Mama seid, die tust ist mit den Kindern. So wollen sie Kinder abtragen. Die Dinge, wo wir unsere Kinder lernen, all das als Anbetung, um unser Life bewiesen für Gott. Um unser Life bewiesen für Gott. Anbetung kommt von einem dankbaren Hort. Der zweite Punkt sagt dort, Wunder an uns leben, jaft ein dankbares Hort. Wunder an uns leben, jaft ein dankbares Hort. Wenn wir kicken in diese Geschichte in Lukas, dann sei wie dort passiert ein Wunder in diesem Mann in ihrem Leben. Die hatten die Lepra-Krankheit und wir sind vielleicht nicht bekannt mit dort von der, wir sind dort nicht so sehr among uns. Aber eine Person, die diese Krankheit hat, die wird aufgeschnitten sozusagen, aufgeschoben von all den anderen Menschen. Die würden hier nicht mag uns satten. Die würden nicht an unser Dorf wohnen. Die hatten eine Wasser steht, hinter der Stadt, wo diese Menschen leben können. Und kein anderer kann da hingehen. Kein anderer kann da hingehen. Was zu deuten ist, sie brachten Eten rüt von der Stadt, brachten sie dort in der Wasser steht hin, und dann gingen die alle weg, und dann kamen diese lepra-kranken Menschen und kriegen ihren Eten. So stell dir mal vor, du bist vielleicht ein 30 Jahre Monat früh, hast eine Familie, hast Kinder, schaffst wo, hast vielleicht ein Negozio, hast eine Zeug, und auf einmal hast du eine Lepra-Krankheit. Und dann machst du alles verloren. Du kannst nicht mehr mit deinen Kindern sein. Du kannst nicht mehr mit deinen Monat früh sein. Du kannst nicht mehr in der Arbeit gehen. Du bist rein ganz aufgeschnitten sozusagen von dir. Du bist nicht dort. Und du bleibst dort. Und du bleibst dort. Wo wen? Wenn du bist unrein, sagt die Bibel. Und diese Person, die diese Krankheit hat, die müssen rumgehen. Und sie müssen schreien ab Lüdens. Rein! Rein! Dort jede Person dort wird antworten, von wie auf, dort ja ein Mensch, der ist krank.
ja, ein Mensch kann ich nichts zu tun haben mit denen. Wenn du es was arg mit denen. Das ist das Leben, was sie müssen durchgehen. Diese 10 Männer, was Jesus heilen, das ist das Leben, was sie haben. Dort, wo wir nicht sagen, dort sie schreien, sie sagen am von wieder auf und sie schreien nach ihm. Jesus, Meister, haben Mitleid an uns. Wenn sie können nicht dich bekommen. So wollen wir uns ein bisschen vorstellen, wo das wird gehen, so ein Leben aus das. Und dann hat Jesus nennt kommt, und er reinmerken das, wo dort bedienen dort verehrt. Dann kann es sein, wo wir in dieser Träg kommen, und mit einem dankbaren Hort, und mit einer lüden Stimme Jesus lobt. Wo wenn sie Krieg grüßt, sein ganzes Leben trägt. Nie können frisch trägen in seine Früh. Nie können trägen in seine Familie. Nie können trägen in seine Arbeit. Nie können trägen in alles, was er vorher hat, wenn es Jesus hat am Rennen gemerkt. Und er kommt trägen und er sagt, Jesus, Meister, ich sehe die Gott. Und er beweist seine Liebe für Jesus. Weißt du, das ist der Geschichte für jeder einen von uns, wenn wir in Gott seine Familie sind. Wir wären so die leprakranke Menschen. Und Jesus kommt an uns Leben näher und er heilt uns. Er merkt uns rein. Er hilft uns Leben trägt. I don't know, ist die dort so jenk aus mir, aber mein Leben wird bei dir neun Kävlen, als Jesus in mein Leben näher kommt. Ich will bei dir, wo ich alles verspielen würde. Und Jesus kam und er sagt, du bist nu rein. Und weißt du was? Wenn es dort, als wo wenn ich Jesus anbeten da, so sagt da. Wo wenn? Wenn er hat mein Leben gerat. Er hat mich rein gemerkt. Er hat mich nach einer Gelegenheit gegeben. Und ich sehe ihm Gott wenn dort. Und wie kommt er aus seiner Familie? Und wir haben alle unsere Geschichte. Wir haben alle diese Geschichte, von wo Jesus mit uns ist, hat einen Unterschied gemerkt. Und das, wo wir glauben, dass es so wichtig ist, dass wir taub kommen down. Und wir singen diese Lieder für Jesus. Und wir tun es auf ein Leben ja weich. Wo wir, wenn unser Leben sind verändert. Wir sind nun nie geworden. Er hat uns taub gebracht und alles, was wir hatten. Und er sagt, hier ist mein Sehen, hier ist mein Geist, hier ist mein Wort, hier ist meine Gnade. Nicht einmal Wort. Und wir sagen, ja, das war wir down. Dankeschön, Jesus. Ich komme fertig mit ausgestreckten Hängen und mit einem dankbaren Hort. Und ich sage, Dankeschön, Jesus. Das ist, was wir tun, wenn wir unsere Hänge ausstrecken. Das meine ich, dass wir müssen einmal bloß mit ausgestreckten Hängen stehen, aber du hast keine steht. Du hast keine Zeit. Wo wir das tun? Und dort bedient, dass wir Jesus danken tun, wenn es uns Leben verändert. Wir wollen niemals mehr überein sein, also das Wort, wie wir in Verbe mit Jesus treffen. Diese leprakranke Männer, die sind nicht rein, die sind nicht anders, die sind nicht geheilt. Die gehen nicht trägen in das Loch, wo sie wohnen, als sie krank werden. Sie gehen in ein Nierhaus nehmen, mit einem Nierleben. Und er ist dankbar. Er ist dankbar. Weißt du nicht, alle von uns, die unser Leben bewiesen haben, kriegt den selben Weg. Das ist auch nicht neidig. Und so vielleicht dein Charakter ist ein bisschen anders als mein Charakter. Und so ich habe Dinge einen Weg bewiesen und du hast vielleicht Dinge einen anderen Weg bewiesen. Aber was dir wichtig ist, ist, dass wir beide bewiesen. Die Leben, was wir haben. So das sage ich nicht, dass wir hier mal in die Kirche kommen und wenn wir Leute singen, dann haben wir alle kriegt das selbst und kriegt die Glück. Nu sagen wir alle Robots, was das überein tun. Nee, das ist nicht, was das meint. Aber das meint, wenn wir taub kommen, dann wollen wir was bewiesen. Wir können das auf verschiedene Wege tun. Ich habe Ihnen gerade 7 verschiedene Wege von Alten Testament gewiesen, was sie brauchen deuten. Und so wir können das auf verschiedene Wege tun. Aber wenn uns heute gefällt es mit diesen Dankbarkeit, wenn es Jesus hat uns nie gemerkt, dann wird dort rutschelen. Und so das ist der ganze Punkt von dieser Series. Und dort sagst du steht, wenn wir Gott Leewen tun, dann wollen wir Menschen dienen. Dort kommt taub. Und wir wollen in der nächsten paar Sendung wieder gehen an die andere Seite von Menschen dienen. Aber
wir wollen nur sein und sein dort, wenn du Leib an uns hast von Gott, dort schält Eva. Dort kommt Rüt. Dort kommt Rüt. Anbetung kommt von ein dankbares Hort. Wunder an uns Leben, jaft ein dankbares Hort. Und das größte Wunder, was in uns Leben passieren kann, ist die Radung. Und dann aber wieder ist dort, Jesus steht, Wunder in uns Leben. Er schafft in uns Leben. Er merkt den Unterschied in uns Leben. Vielleicht sind wir krank und wir beten für und wir wollen geheilt. Vielleicht haben wir eine Neute in uns Leben, wenn Geld und er stellt Dinge taub und dort kommt taub. So Jesus schafft in uns Leben. Und der dritte Punkt sagt so steht, Gott ist genug und gehorsam sein, jaft Wunder. Und so, ich will nicht sein, dort bloß Gott ist genug, jaft Wunder, und ich will auch nicht sein, dort bloß gehorsam sein, jaft Wunder. Und so, dort kommt taub, dort sind Pakete. So, Gott spielt seinen Part mit seiner Genug, wir spielen uns Part mit unserem gehorsam sein, und jaft ein Wunder in uns Leben. Check nicht diese lepra kranke Mann. Jesus sagte ihm in Vers 14, als er uns sagt, seht er, gut stellt ihn der Priester vor. Sie werden noch rein ganz krank. Sie hatten nach dieser Wunden ihren ganzen Körper, Finger fangen an aufzufallen. Alle Hund schreckliche Dinge passieren so den Menschen ist das. Und sie stünden durch für Jesus, rein ganz krank, und er sagt, gut, und stellt ihn den Priester vor. Im Alten Testament werden gesagt und sehen, wenn ein Mensch ist krank ist und wenn der geheilt wird, wenn der ist rein ist, dann soll der in den Priester kommen. Und der Priester wird am inspekten, und wenn alles rein ist und wenn der gesund ist, dann der Priester stempelt und sagt, okay, du kannst in dein Leben gehen. So Jesus redet mit diesen Männern, und die sind rein ganz krank, und er sagt, gut, stellt ihn den Priester vor. Na. Oh, sie sind ganz krank. Was sagt das nur dort? Os sei jingen. Os sei jingen. So Jesus sagt, gut, stellt ihn den Priester vor. So kranke Männer fangen an, den Priester zu gehen. Kranke Männer gehen den Priester, und os sei jingen, werden sie geheilt. Und so Jesus hat Mitleid mit ihnen, er hat genug für ihnen, aber sie mussten noch ihren Part tun. Das ist nicht, dass Jesus in ihrem Leben kommt und sagt, nee, nu ist alles bloß automatisch alles gefixt. Boom. Das ist nicht, dass es schafft, nicht die meiste Zeit. Ich sage nicht, dass Gott nicht kann tun, aber die meiste Zeit ist es nicht, dass es schaffen hat. Ich lese die Bibel, ich darf nicht gut die Bibel durchlesen, war das Jahr zum frisch sein, was alles bin ist. Und ich kicke in die Geschichte von Israel, aus der nie das Land nennen gehen. Und Josua ist du aus der Lehrer, und die wollen über den Jordan gehen. Und es sagt dort, der Jordan, der ist rein ganz voll und übervoll, wenn es jetzt die Zeit von viel Regen. Und dann kommt er nur den Jordan und dann sagt Gott, okay, hier ist ein Rieferfeld mit keine Breg. Was jaft das nun? Gott sagt, gut, durch, fang an zu gehen. So schwindest der anfangen zu gehen, und der Priester ihren Fout und Riefer nan stoppen deit. Wut er ging up. Gott seine Gnade, taub mit ihren Gehorsam sein, juifen Wunder. Gott kam aus der Ferne, rodet Meer weer. Gott sagt zu Moses, streik mal die Hand uit mit den Stock. Wenn sich das Wutter verrennt und Arme hängen ent, was jaft es nu? So Moses kam mit seinem Stock, streikt den uit. Wutter ging up. Gott seine Gnade, mit Moses seine Gehorsam sein, kam taub. Gott sagt nicht die, wenn du mich warst anraupen mit deinem ganzen Hort und betan mit deinem Mühl, dass ich Haar sie, dann wirst du seilig worden. So was wirst du dann? Lass du sagen, kann mal sein, wann er passiert. No, raup ihm an. Betan mit deinem Mühl, dass er Haar ist. Und dann wirst du seilig worden. Gott seine Gnade mit unserem Gehorsam sein, kommt taub und ihr habt ein Wunder in uns Leben. Manchmal sind wir so eine Zeit durchgegangen, ich don't know, es je, aber wie wir mal so eine Zeit durchgegangen, dann nochmal, wo wir nicht so rief Geld haben. Und Gott sagt, ich will ein Wunder tun in dein Leben. So, was will ich dann? Ah, que bueno, gracias.
Dios, für diesen Gnut in mein Leben, ich will mir mal gut verheben, wenn es die eine weh meid, und dann werden wir sein, wann der Check erst kommt. Was wollen wir sagen? Kommt der Check in der Mail? No. Ich sage nicht, dass es niemals passiert, aber dort ist nicht gewöhnlich, dass Gott schaffen wird. Ich gehe raus und ich schaffe mit meinen Händen, mit meinem Kopf, mit meinen Füßen. Ich gehe raus und ich tue was. Gott kommt mit seiner Gnade und meine Gehorsam kommt taub. Und dort kommt eine Lösung. Und dann, was ich tue, was wir tun in unserer Familie, ist, wir haben ein Budget, sozusagen, wir sein, wo wir uns Geld wollen verbringen, wir wollen abposten dort, wir wollen nicht bloß irgendwas tun, was uns jankt hat. Und all diese Dinge tun, das ist, wo wir gehorsam sind, für was Gott uns sein wird. Und er kommt mit seinen Gnuden, er hilft uns wieder Arbeit. Und er hilft mir Gesundheit, damit ich gut schaffen kann. Und ich tue meinen Part, und ich bleibe gehorsam in seinen Gesetz. Und sein Gnud kommt taub mit meinen Gehorsam, und es hilft ein Wunder in uns Leben. Kolosser, Kapitel 1, Vers 29, sagt es steht. Paulus schrift hier und er sagt, dit is wofür ich mich anstreng in Arbeit durch die Kraft von Christus, die an mir wirkt. Und so Paulus beschrift das christliche Leben hier. Er sagt, ich streng mich an, ich schaffe durch die Arbeit, was Gott mir hilft. Und durch wo er an mein Arbeit, an mein Leben wirken wird. Und so das sind zwei Seiten. Zwei Seiten. Ich streng mich an. Und Gott schafft an mir durch seine Kraft. Ich streng mich an. Ich gebe Zeit. Ich gebe Geld. Ich gebe von alles, was ich habe, für Gott seine Arbeit. Ich streng mich an. Kriegst du es mit der Botschaft? Ich nehme Zeit und ich merke, wie reiten. Und Gott kommt mit seinem Yes und er erfüllt seine Wert mit Kraft. Das ist ein Team, wo wir taub kommen. Gott seine Gnade mit unser Gehorsam sein, kommt taub und hat ein Wunder in uns Leben. Diesen Wunder jaft uns ein dankbares Hort. Und diesen dankbares Hort jaft uns Anbetung. Diesen dankbares Hort jaft uns, merkt uns unser Leben bewiesen für Jesus. Kijk, we terug naar Matthäus 22, vers 36 en 38. En hij zei, Meester, woon is het grootste gebouwd. Woon is het wichtigste ding. En Jezus zei zu ihm, du sollst den Herrn, den Gott, met dein ganzes Hart Gott sein. En met deine ganze Seele. En met al deine Gedanken. Dit is het grootste en eerste gebouwd. Zoals ik al zei, hier bij Lebenswasser geloven we haben Valores. Een van de Valores is dat we levendig aanbeden worden. En op mij staat dat deze levendige aanbeding wordt leven geven. Dat het levendige aanbeding wordt ons leven geven. Wat meen ik met dat? Dat wordt ons sterk maken. We worden fresh mout kriegen. Dat geeft ons een gelegenheid voor Jezus te komen met zijn ganze familie taub. Een gelegenheid wat we niet zelfs willen kriegen doen. En zijn naam opheffen. En zijn hoe groot hij is. En dat hij kan dat doen wat ons fehlt in ons leven. En in die tijd wo we aanbeden doen, we geloven dat God zijn heilige Geest schafft en jeder een van ons. Menschen worden geheilt. Krankheiten worden weggedreven. Wo wen? Wens we heffen Jesus zijn naam op. We loven aan. We leven aan. Dat scheelt van ons uit. Laatste zondag hadden we Feierfreuen. Wo wen da bescheid? Laatste zondag zeiden we, zum Gott leven, durch dort wir von sein Wort lehren. Zum Gott leben, durch dort wir von sein Wort lehren. Wir merken uns reut für den Raub, was Gott in uns Leben hat. Und so wir kommen taub zum Meer von Jesus lehren. Wir frühen, wo gehen wir hin aus der Kirche?
Wir sind auf dem Weg zum Wachsen in unserer Erkenntnis von Jesus. Die Bibel sagt, mein Volk ist zu nichts geworden, wenn sie nicht gelehrt sind, dort wo wir hinkommen. Wir wollen haben, ob wir hier taub lernen von Gott sein Wort. Jeder sind da. Jeder sind da. Kommen wir taub und wir weiten, wir wollen was kriegen von Gott sein Wort. Was von der Kirche wollen wir sein? Wir wollen eine Kirche sein, was gebüht ist, ob Gott sein Wort und ob seine Wort hat. Und dort die Wort hat, in Unterschied merken wir in uns Leben. Und so viel Leben. Dort uns wollen anstellen, ist sein Wort. Wem proben zu erregen aus der Kirche? Hauptsächlich plattdeutsche Menschen. Wenn es dort die wo wir sind. Und aber wir wollen auch unsere spanische Geschwister dienen. Und wir sind in einem spanischen Land. So das ist, wem wir erregen wollen. Wir wollen so eine Menschen erregen, die auf sind, zum Kirche down auf einem anderen Weg, ist, was wir vielleicht gewandt sind. Eine andere Kultur haben in der Kirche. Und wenn wir von nur die Botschaft checken von der, da wir die selbst Feier frei und ewig gehen. Wo wollen wir die Kirche? Das gibt uns eine Gelegenheit zum Taubkommen aus Gott seine Familie, zum Arm, Loben und Preisen und Anbeten, auf dem Leben gewahrt. Das gibt uns eine Gelegenheit zum Taubkommen in unseren dankbaren Hort, Luten Everschälen, mit unseren Geschwistern taub. Wo gehen wir hin aus der Kirche? Wir gehen hin, wo wir immer mehr und mehr wollen lernen, was das meint, Gott anzubeten und dankbares Hort. Was das meint, unser Leben zu beweisen für Gott. So, das meine ich, dass wir ein Service haben, das bloß ganz disorganisiert ist. Aber wir wollen ein Service haben, wo wir alle taub kommen und in Jesus seinen Namen abheben und uns nicht schämen, zum Gott loben. Die Bibel sagt, dass Menschenfurcht ist ein Snare, dort hält uns fest. Wir wollen haben, dass das nicht steht, wo wir nicht in Menschenfurcht leben dürfen. Was wollen wir sein? Was von der Kirche wollen wir sein? Wir wollen eine Kirche sein, wo Leben die Anbetung ist. Wir wollen haben dort singen und Gott anbeten, der Gesang, ein großer Part von unserem Service ist. Und das wollen wir dort tun. Und auch wird es dort bleiben. Gott Leewen mit Gesang ist ein großer Part von unserem Service. Wir wollen Gott anbeten, wenn es heißt, ein großer Gott. Er hat große Genug für uns und er hat uns geheilt. Er hat uns rein gemacht, er hat uns ein neues Leben gegeben. Mit seiner Kraft. Wir heben ihn ab. Wir wollen haben, dass das nicht steht, wo wir Gott sein Gegenwart feilen und wo wir dort Menschenfurcht nicht feilen. So wir wollen haben, dass Gott sein Gegenwart das hier an den Menschenfurcht büten bleibt. Wo wollen wir uns wie dein alle diesen selbst in Gott. Wir wollen taub kommen aus seiner Familie und anloben und preisen. Op zo'n wijze is wat zien hoe het zegt wie zelf. Met dit gestreikte heen. Wir wollen wir erregen aus der Kirche. Wir wollen so eine Menschen erregen, wat zo'n Anbetung ist das will. Wat hungrig sind, zum Gott anbeten, auf zo'n Weise. Wat bereit sind, zum mit uns kommen. Und Jesus sie nun abheben. Und wussten in sein Wort. Und dann rütteln in den Unterschied mehr. Weet je, als ik even dit dacht, dan twee van de grootste neigheden wat in onze omgeving zijn. Als eins, Erkenntnis van Gods woord. Weten wat de Bibel zegt. En tweede, geloof ik, Erkenntnis van wo God aan te beten. En dit zijn twee van onze hoofddingen in Lebenswasser. Jeder Service, wat we zijn auf Smorjes haben, soll diese zwei Dinge mit sich haben. Doch wir wollen von Gott sein Wort lernen. Was sagt er zu uns? Was von Weg wiest er uns? Was sagt seine Wahrheit? Und doch wir wollen Gelegenheit kriegen, zum Anbeten. Durch Gesang, durch verschiedene Dinge, durch Geben, durch Lehren. Und so, jeder Sinn, wo wir taub kommen, dann werden wir uns bereit merken für diese zwei Dinge. Wenn es das Port von Gott läuft,
met ons ganze hart en ziel, met al onze gedanken, met al onze kracht, wollen wir Gott Leewen. Amen. Amen. Wenn wir abstehen und wenn wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du lebendig bist. Und ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist. Und ich danke dir, dass du hier manchmal bist. Heiliger Jesus, leid uns in deine Wahrheit. Leid uns in dein Wort. Leid uns in unsere Anbetung. Dass wir die Worte in Jesus und in Wahrheit anbeten. Und Jesus, ich bete, dass wir wollen sein, so ist diesen Mann, der trägt heim nicht die. Was die anbeten dort, was die loben dort mit einer Lüdestimme und sagen, du bist ein Gott. Dankeschön, Jesus, für mich Heil. Dankeschön für mich rein mehr. Dankeschön für mich frisch eine Gelegenheit geben. Dankeschön für mein Leben frisch taubstellen, Jesus. Ich danke dir mit ausgestreckter Hand. Du bist ein großer Gott, Jesus. Du bist ein großer Gott. Wir haben die Ohren, die du allein bessert wird, um zu beten. Du allein bessert wird, diese Leider zu sehen. Von ihnen Wort zu lernen. Du bist Gott. Ich bete ihn sehen, ob jeder einer, was hier ist, von dir, Gott, ich bete, dass du wirst uns wieder lernen, was es meint. Und dass wir würden keinen Verweich gehen in den Weg. Und dass die Menschen fürchten uns nicht gut träghalten. Wir kommen jeden dort in Jesus sehen nur. Und wir seien weich von hier in die Kraft von Jesus. Und Gott, wir freuen uns, dass dein jeden Wort hier zu feilen sein, zu spüren sein und dass wir wollen wachsen in unser Leben für dich.